freuen uns sehr, dass wir im wunderschönen Rahmen der Evangelischen Kirche Klosterneuburg dieses Konzert für Sie geben dürfen in dieser traumhaften Akustik. Wir sind immer wieder gerne hier und bevor ich es vergesse, normalerweise macht man so einen Hinweis am Schluss, aber dann neige ich dazu zu vergessen, in der Euphorie sind wir bald auch wieder hier, nämlich am 14. Dezember mit dem Adventkonzert von Stadtchor und Klosterneuburg. 14. Dezember. Wir haben jetzt unsere Serenade eröffnet mit einem Stück La Folia, das heißt eigentlich so etwas wie der Wahn, ja, die Verrücktheit. Und das, vielleicht konnten Sie spüren, dass sich das so hineinsteigert von einer Variation zur nächsten. Es sind immer dieselben Harmonien, aber es wird immer wilder und aufgebrachter. Und das macht dieses Stück von Vivaldi aus. Vivaldi, eigentlich der größte Popstar aller Zeiten, könnte man sagen. So eine Serenade, damit verknüpft man eine fröhlich, heitere, leichte Abendmusik, ja, leicht verdaulich. Aber wenn es nur das ist, wäre es fad. Deswegen haben wir ein bisschen Pfeffer in die Suppe gestreut. Und der kommt jetzt mit Albert Roussel, Sinfonietta. Viel Vergnügen.
Botschafter von Ruanda in Wien zu Besuch war und vom Bundespräsidenten die Staatsoper geführt wurde. La Traviata wurde gespielt. Und dann nachher beim Empfang wurde er gefragt, was ihm denn am besten gefallen hätte. Hat er gesagt, das Stück ganz am Anfang, das allererste. Ja, die Ouvertüre ist wunderschön, nicht wahr? Nein, er hat das Stimmen gemeint. Das Stimmen des Orchesters. Das ist auch Musik.
weiß nicht, ob es notwendig war, Balsam auf die Wunden zu geben nach Albert Roussel Sinfonietta. Auf alle Fälle hätte dieses Mozart-Divertimento diesen Zweck erfüllen sollen. Ein Stück, das wahrscheinlich am allermeisten mit dem Serenadencharakter in Verbindung gebracht wird. Ein Divertimento oder Divertissement, also eine Unterhaltung, eine Ablenkung, was man an einem lauen Sommerabend nach einem arbeitsreichen Tag sich so wünscht. Diese Musik, natürlich sehr gehaltvoll wie immer, vom großen Mozart, die bekommen wir hier. Es geht weiter mit einer Serenade, die aber einen anderen Duktus hat, einen spätromantischen, und die eigentlich zu einer Serenade nicht unbedingt passend mit einer Art Marsch beginnt. Robert Volkmann, Streicherserenade.
hier Beifall. Das ist das Brot der Musiker. Wir haben es sehr genossen, hier für Sie zu spielen und hoffen, Sie alle wiederzusehen am 14. Dezember.